Nuit de la Culture ass een Evenement, den aus der Ascher Kultur nëmi wasch zu denken ass. All Joers kommen die ënnerschitles Kënchtler ze summen, fir e Wirker ze präsentéieren an dat während enger nucht. Och dëst Joer war den Ölschkanal nese op der Platz an huet sech dëst mi genauer geguckt. Wie all Joer gowe zu Ageng Nuit de la Culture organisiert. Op dem Dach präsentéiere viele Assoziationen de verschiedene Seiten vun der Kultur. Mir hun Rolf Waldmanns, den Organisateur, gefrot, wie war sie diesen Abend auf Bein gestaltet haben. Nuit de la Culture ist gemacht für das Maximum von Leuten, ein Maximum von künstlerischen Ausdrucksformen kennenlernen. Leute sind nämlich gewinnt, vielleicht erst an Theater zu gehen, oder der andere geht lieber an die Kufe oder an eine Ausstellung. Und das ist ein Abend, wo alle Soppers, wo alle Häuser mit denen connectiert sind. Wir haben gefragt, wo die Idee gekommen ist. Die Idee kam 2012 bei der Reouverture vom Theater. Und da war die Idee gekommen, dass alle Institutionen von Asch gingen mitmachen. Am Anfang waren das 12, da sind wir auf 24. Dass nach mehr Leute kommen wie die letzte, das ist schon der Fall. Wir haben auch schon auf ein paar Plätze ein bisschen Zahlen geguckt, weil wir zählen die Leute an. Wir leiden schon über dem letzten Jahr. Wir haben die Leute gefragt, wie war ihrer Meinung nach eine Nuit de la Culture gut für die Gesellschaft ist. Eine Nuit de la Culture ist gut für Kultur zu bringen. Es bringt uns zusammen, der Vivre Ensemble geht durch Kultur vereinfacht an einer Stadt. Und dafür so eine Manifestation wie Nuit de la Culture ganz wichtig, weil sie die Äscherinnen und Äscher und auch außerhalb von Äsch an einem samsten Abend hinbringt. Und da kann man die verschiedensten kulturellen Darbietungen erleben. On vit dans un monde de consommation très matérialiste. Et je crois que c'est important de rappeler aux gens que ce qui nous différencie du reste, c'est la sensibilité et la culture est très importante. Daphne Demuth und Tanaïta Assef sind zwei Artisten, die hier Wirker gewiesen haben. Wir haben sie gefragt, wie war sie Heimat machen. Weil ich einfach die Kultur nicht zu Asch wollte unterstützen. Sie gefragt gehen, ob ich Welt an dem Musée sein Atelier ausstellen. Und das war für mich eine super Gelegenheit, zusammen mit Mère Lancier eben eine Ausstellung zu machen über das Sujet vom Baum, den Arbre. Ein Wortspiel zwischen Kunst und Baum. Weil dies ein ganz, ganz, ganz toller Ort ist und weil es einfach so verrückt ist, diese Mischung aus wunderschöner Opernmusik, was sowieso viele keine Oper mögen, und diese Stahl und dieses einfach dieser Kontrast. Und es ist ein magischer Ort hier, dass die Menschen einfach irgendwie sowas hier hingebaut haben, nicht mehr brauchen, und dann bringt man vielleicht etwas Schönheit hinein mit der Musik. Daphne Demuth hat uns hier auch schon kurz erklärt. Die Idee war, mit einem Fotograf zu summen, heute in dem Atelier vom Musée, den ein Ascher Künstler war, eine Atmosphäre zu gehen. Und das ist eben durch Zusammenarbeit von Malerei, Peintur und Fotografie, haben wir versucht, die Atmosphäre zu bilden. Und alles ist rundherum der Baum und die Kraft vom Baum. Und die Visiteuren vorgestellt, ob so Evenementen mehr oft gemacht werden und ob welche Plätze sie schon waren. Ja, weil das flott, kommen viele Leute hin, ja, die Spieler sind flott. Ich meine, wenn in einmal am Jahr alle Akteure mobilisiert kriegt, dann ist das einfach ein festes Evenement am Kulturkalender. Und wir sind das einmal am Jahr, ich meine, das ist schon wie es muss sein. Wir waren eine Fotosausstellung gucken an den Theater, wir waren eine Fotosausstellung an Galerie Schartschen gucken, dann sind wir hier in der Kufe, weil wir wollten eigentlich ein bisschen Geschichten lauschen gehen, und wir wollten nur nach ein Musikspektakel, also Konzert lauschen gehen. Wir hoffen, dass Kultur noch mehr gefördert wird und dass diese Tradition noch lange erhalten bleibt.